Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Manchmal kann es auch echt einfach sein. Manchmal kann es auch wirklich sehr einfach sein. Hab jetzt aber noch geguckt. Ich muss einfach nur in Kuhs Morast 3. Manchmal kann es so einfach sein. Ja, ja. Jetzt ist es halt so. Okay, dann geht's hier. Das sind wieder die Mockmeier-Gedönse und Mockmüller. Dann geht's hier hin. Und Quina. Ach, der hat's anscheinend überlebt. Quina, aber die scheint ja auch alles fit zu sein. So dank, lange mich sehr. Das war unglaublich anstrengend, ganz allein von Clara wieder zurück. Sag mal, kennst du einen Weg, der zum äußeren Kontinent führt? Ich hab gehört, er soll hier in der Nähe sein. Zum äußeren Kontinent? Der ist bestimmt voller saftiger Frosch. Hört sich lecker an. Verfrischte Frosch bin ich immer zu haben. Okay, so sieht's aus. Und hier wächst die Froschpopulation allmählich auch wieder noch. Ich glaube, das muss hier irgendwo sein. So hieß es zumindest in der Komplettlösung. Huch. Und Quina, wo gehst denn du hier? Ich riech Frosch. Jetzt lass mal die Frösch sein und hilf uns, den Eingang zu finden. Hier lang, hier geht's zu der Frosch. Hey Quina, jetzt warte mal. Und du stapft da hier. Der Hammel. Frosch. Wart doch wohl. Jetzt ist er mal schon wieder wegflutscht. Hey Quina, jetzt vergiss doch mal die dapperte Frech. Guck doch mal. Es ist der Eingang zu der Mine, den wir gesucht haben, oder? Den habe ich ja noch nie gesehen. Ich gucke eh mal auf den Bottom zu fressen, was da ist. Aber gehen wir das wirklich da rein? Aber hallo, wie wir da reingehen werden. Vielleicht kommen wir so zum äußeren Kontinent. Ja, jetzt haben wir den Fresssack auch noch wieder mit dabei. Können wir gleich mal gucken, was der Klopskerl hier noch anlegen kann. Magierhut habe ich im Gever, genau. Mithril-Armreif. Gibt's nichts Besseres für dich? Bronze lernt er noch. Und Halstuch ist er auch noch am Lerner. Alle hopp. Gut. Jetzt haben wir dafür wieder den Klopskerl mit dabei. Der frisst eh alles, was er auf dem Boden findet. Jetzt mal ohne Witz. So. Ja, das kann ihm ja mal auffallen, dass es sowas hier im Sumpf gibt. Ne? Kann man ja mal vergessen. Fossilienmine. Sowas kann man ja mal übersehen hier im Sumpf. So ein riesiges Ding. Wenn man durch sein Leben lang wohnt. Okay. Hä? Ist da irgendetwas? Es ist so duster, ich kann nichts erkennen. Naja, vielleicht will man das auch nicht unbedingt. Hier können wir... Uiuiuiui. Ups. Ja, nett. Du Scheiße. Jetzt kommt's aber knüppeldick. Ja. Ups. So, das ist ein Bossgegner, das Ding. Das ist auch wirklich nicht schlecht. Das ist nicht ohne das Ding. Ups. Oh, Scheiße. Jetzt bin ich volle Wumme in das Ding reingerannt. Das geht nicht gut aus. Ich glaube echt, das geht nicht gut aus. Das hat uns auch noch im Hinterhalt erwischt. Und ich habe uns ordentlich Schade zugefügt. Alle hopp. Tot. Oh, versucht zu fliehen. Hartes Droschke ist das Ding. Okay, Lilly ist tot. Ja, der Stein geklaut. Belebt doch mal Lilly wieder, wenn wir versuchen wegzurennen. Quina rennt ja auch geil. Phönixfeder, attackier's mal. Ah, okay, wir konnten wegrennen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay, das Ding ist etwas geschwächt. Wir sollten trotzdem machen, dass wir da fortkommen. Das Ding ist nicht gerade der freundlichste Gegner. Und dort rudelt's in der Abgrund rein. Schwein gehabt. Aua. Ah. Sorry, Vivi, bist du in Ordnung? So halbwegs.
Erwacht. Weg, du. Das war aber haarscharf. So was Blödes, jetzt ist er futsch, die Schädroschke. Wer ist denn du? Ich hab dich gesucht, Prinzessin Garnet. Wer ist denn die hübsche Jungdame? Ach du Scheiße, Mann. Kaum sieht er mal wieder eine Frau, wird der Affenschwanz wieder dick. Hier ist es erleid. Jetzt hör auf zu balzen, sie dann. Jawohl. Ich bin Lanien, auf der Suche nach Prinzessin Garnet, auf Befehl ihrer Majestät Königin Bran. Auf Befehle von der Mama? Was will denn die Mama von mir? Aber eins schon mal vorweg, noch Alexandria kehre ich nicht zurück. Tch, eigentlich ist die Königin noch gar nicht so sehr an dir selbst interessiert, Prinzessin. Was soll denn das, Häse? Vielmehr an dem Gegenstand, der du aus dem Schloss entwendet hast. Ich bin mal so dreist und verlangen zurück, Ihre Majestät besteht nämlich drauf. Aber, wir wollen doch nicht unvernünftig sein, oder? So viel Glück wie vorhin hast du kein zweites Mal. Wenn du weißt, was gesund für dich ist, dann gibst du ihn mir. Also sei brav und rück das verfluchte Teil jetzt raus. Das Höllequert vorhin hast du als auch auf uns ketzt. Der Buchkapier war auch schnell. Naja, wenn die Prinzessin dabei umkommen wäre, tja, am Schluss hat wohl niemand gegreint. Was wird denn du damit, Sarah? Er kapiert wohl doch nicht so schnell. Als ich meinen Auftrag erhalten habe, da hat's auf jeden Fall nicht Käse. Der Prinzessin darf auf keinen Fall etwas zustoßen oder so etwas Ähnliches. Aber machen wir die doch niemals. Halt die Gosch! Jetzt gib schon das Jetzt gib schon die verdammte Kette her, oder muss ich erst handgreiflich werden? Jetzt wird's interessant. Und was ist, wenn sie näher sagt? Ihr Dummkäpp, ich hab langsam die Schnauze voll von euch. Ja, Mannswipe for the win. Und natürlich der dumme Affenjunge. Alter, sofort sieht er Frau und dann... Oh, ich hasse den Kerl. Ohne Witz, was so Situationen hasse ich den Typ einfach. Das ist dann so ein nerviger Charakter. Was nicht so schwer? Gibt man die Cat? Nö. Gladius geklaut. Cool. Queener kannst du noch nicht fressen und es ist ein Bossgegner. Deswegen kann Queener die sowieso nicht fressen. Okay, oh. Die geht anscheinend hier volle Wumme auf Garnet. Upsi. Egal, klau weiter, Affenjunge. Na, die geht anscheinend wirklich volle Wumme auf Garnet. Du siehst, unser Heilmagierin fällt dann ziemlich flach. Diebstahl, Fehlgeschlager. Aber sie hat auf jeden Fall noch was. Gladius ist aber schon mal sehr geil, wenn wir das am Anfang direkt klauen können. So, Lilly. Quina, Druff und Wetter. Affenjunge Heil. Mal abwarten, ob sie sich wirklich so sehr auf die Prinzessin versteift hat. Ob sie die gleich wieder ergreift. Äther geklaut. Sehr schön. Dann auf uns alle. Aisra. Ja, tatsächlich. Die hat sich total auf die fixiert. Das ist aber sehr ungesund. Okay, dann heile mal. Oder beleben mal wieder. Und Quina heilt sie sofort und du klaust wieder. Wasser. Oh, scheiße. Yes, das erleidet, ist das nervig. Und halt nochmal Phoenixfeder. Für extra Investierer. Irgendeiner kriegt jetzt halt eine High Potion ab. Gut, in dem Fall Zidane, der hat eh die meisten Punkte. Die meisten Lebenspunkte. Das ist schon nervig, wenn die sich direkt auf unsere Heilerin versteift. So. Analyse. Okay. Das ist in Ordnung. Dann klaust du. Lilly, Level 13. Ja, nämlich so viel HP übrig. Feuerelement anfällig. Huch. Das wusste ich jetzt auch noch nicht, aber gut zu wissen. So, jetzt hält sie wenigstens auch ein bisschen aus. Und dann kann sie uns gleich mal alle hochheilen. So, die hat aber immer noch was, die Troller. So. Quina, truffende Wetter, Affenjunge, Klau. Da muss die feine Dame Johanna da greifen, du dummer Hund. Und du heilst auf jeden Fall wieder weiter. Man weiß ja nicht, was die jetzt wieder treibt. Ja, genau so nette Sache. Hast du jetzt endlich begriffen? Auf hier die ganze Zeit die Prinzessin abzuschnetzeln. Was tust denn du da? Achso, Quina kriegt auch noch drauf, aber der weicht aus. Das größte Ziel und sie trifft's nicht.
So, jetzt werden wir erstmal alle geheilt. Aber das wäre ein richtig ekliger Tod von Quina Fresse wäre. In seinem Fresswahn. Okay, gut. Das geht glücklicherweise auf Quina. Du kannst wieder alle heilen. Du gehe ich kein Risiko mehr ein jetzt. Vivi, tropfende Wetter. Ich glaube, die dürfte was um die 5000 HP haben. Ganz schön hartnäckig. Oh, lebt aber immer noch. So, sie dann jetzt, sei mal so nett. Was schaffst denn du da? Hammel die Gardieren. Und wieder nicht getroffen. Ja, der ist ganz schön flink hier, der Kerl. Wir sollten, glaube ich, mal runter abwehren. Bis sie dann nochmal der rechtliche Stuss geklaut hat. So. Was macht sie jetzt? Blitzra. Auf Quina. Auf den hat sie sich jetzt irgendwie auch versteift, glaube ich. So. Quina wehrt ja auch geil ab. Einfach mal die Rücke zugedreht. Okay, Vivi, wer ab? Quina, wer weiter hier ab? Du klauscht weiter. Ah, jetzt geht die Analyse auf Quina. Du wehrst auch weiter ab. Und Quina ist gegen nichts fällig, wie es aussieht. Korallschwert geklaut. Na, endlich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Eisra. Dann kannst du abwehren nochmal. Du kannst wieder draufkloppen. Du klauscht. Und du heilst nochmal alle. Was schaffst denn du Hammel? Ja, das hat sie sogar Quina getroffen. Ein Habe nicht. Sehr schön. Das heißt für mich einfach nur Abteilung Attacke. Okay, Quina ist tot. Das ist nicht so gut. Also die versteift sich irgendwie immer auf einen Gegner, habe ich das Gefühl. Also auf einer von unserer Truppe. Naja. Schauen wir mal, ob Quina überhaupt noch die Erfahrungspunkte hier mit abstauben kann. Wir wirken jetzt nämlich Engel und beleben ihn wieder. So, es gibt noch Wasser für alle, war das, glaube ich. Genau, Wasser ist immer auf alle Gegner. Ih, das zieht aber gut ab. Okay, sie steht als noch. Können wir jetzt Engel wirken. Und hoffen, dass Quina, ja genau, mit ein bisschen mehr Leber wieder auf der Bay ist. Mit viel Glück beendet Vivi das Ganze jetzt aber auch. Ja, tatsächlich, mir hätten wir wirklich das Glück. Sehr schön. Ihr seid stärker als erwartet. Und? Gibt kein AP. Alle habe ich mich wohl ein bisschen übernommen. Erstmal strategischer Rückzug. Okay, AP gab es leider auch nicht, aber wir haben ein paar schöne Sachen gekriegt. Ich glaube, die sind aber hauptsächlich für Steiner. So, machen wir nochmal auf alle. Das sieht gut aus. Dann gucken wir nochmal. Anlegen, der kann sowieso noch Gavler tragen. Korallschwert und Gladius habe ich geklaut. Gladius? Nee, Quatsch. Gladius ist ein Dolch für Sidan, soweit ich weiß. Gladius dürfte tatsächlich für ihn was sein. Jawohl, hier haben wir es doch. Nervensäge und 777. Das ist dann der bessere Dolch gleich mal. Detonator, Seelenwanderung und 777. Der ist ein bisschen stärker. Sehr schön, da haben wir die Zwischenstufe zwischen den geschmiedeten Dinger und normale Dolche für sie dann. Da kann er als nächstes das Gladius anlegen, nachdem er hier von der Organik mit 3C AP gelernt hat. Perfekt, das ist richtig gut. Gut, jetzt sind wir auch hier die ursprüngliche Musik von dieser Fossilie-Mine. Und... Ja. Reizend sieht's hier aus. Ah, wilde Gargantulas. Die sind blau. Wild leben die Gargantula? Ich denke, die kennt man benutzen. Glaubst du? Denk lieber nicht so viel, du Affenjunge. So. Da haben wir Blume. Die gute Dame soll man hier umwerfen. So, bitteschön. Die ist für dich, du Einhorn Gargantula. Ne, Zweihorn. Die sind sogar wirklich so Hauer. Wie geht? Hauer oder Mandibeln. Auf jeden Fall sind sie nicht gerade die schönsten Tiere. Aber sollte man nicht unterschätzen.
beziehungsweise nur aufs optische anlege. Gargantula sind ziemlich freundliche Kreaturen. So, da hat er mich jetzt wieder rausgeworfen. Ja, Gargantula mögen nicht die Schänste, aber dafür schänsche Kreaturen sei, aber dafür sind es sehr freundliche und harmlose Kreaturen. So, der Weg laufen wir noch ein bisschen zurück. Da finden wir nichts. Okay. Gut, dann wohl da lang. Sodela. Was sagst denn du hier, du freundlicher Mann, der hier mit dem Nirgendwo steht? Schwarzschürfer. Hey, habt ihr euch verlaufen oder habt ihr auch die Schätze hier jetzt abgesehen? Schätze? Hast du gerade gesagt, hier gibt's Schätze? Worauf du aber einer lösen kannst, der stillgelegte Mine hier, da sollen massig Edelsteine und Fossilien verborgen liegen, jetzt mal ohne Witz. Sag mal bloß, du wiegst da davon nicht, oder was wird denn sonst hier wollen? Na klar, mal Schätze sind uns im Moment reichlich egal. Wenn aber kehrt, man könnte jetzt zum äußeren Kontinent kommen. Zum äußeren Kontinent? Was wollen denn da? So ist es, das ist halt das. Naja, allerhaupt, die Höhle hier sind dermaßen verzweigt, wo die letztendlich genau hier führen, weiß halt keiner. Soweit ich weiß, geht's da drüben tiefer ins Innere, aber glauben mal, das wird kein leichtes Unterfangen. Genauso wie ihr herkommen seid, so müssen auch mit Hilfe von der Gargantula durch die ganze Höhle prügeln, aber das Viech hat leider seine eigene Wille. Wenn ihr euch einfach nur an der Gargantula festklammern und euch von ihr transportieren lassen, dann landen ihr garantiert in irgendeiner Sackgasse. Wenn ihr wollt, wenn ihr hier laufen, wo ihr auch wirklich hier wollt, müsst ihr also die Schalter betätigen, so wie denn du drüber. Was sind denn die Schalter mit der Gargantula zu tun? Die Schalter bedienen die einzelnen Fontänelöcher an der Wurzelgabelung. Die Gargantula ist nämlich ein bisschen empfindlich gegenüber Wasser. Wenn ihr also mit dem Schalter eine Fontäne öffnet, auf der Route, die ihr nicht nehmen wollt, dann beeinflussen ihr so die Gargantula. Die Stinkepeter will sich nämlich nicht wäschen. Übrigens ist da drüber Schalter Nummer 2. Wenn ihr tiefer ins Innere von der Mine wollt, dann müssen wir den umlecken. Aha, und wie kommen wir zu dem Schalter hier? Da jetzt aber ein bisschen Eigeninitiative müssen wir auch schon zeigen. Schließlich bin ich ein Schürfer und kein Touristenführer. Wir müssen von da drüber die Gargantula nehmen. Da drüber ist Schalter Nummer 1, den müssen wir umlegen. Ach so, alles klar, ne? Danke für die Auskunft. Spiel mal ein bisschen Karte. Nee, lass mal. Ja, schade, wo ich dich gerade so schön ausnehmen wollte. Halt die Gosh, du dummer Hund. Also müssen wir erstmal da lang. So. Blume pflücke für die Lady. Und dann rufen wir sie mal. Ich weiß, es sind unglaublich wiechte Viecher, aber es sind eigentlich sehr nützliche, freundliche Wesen. Okay, das ist unser momentane Route, die führt da hier. So. Da geht's wieder nur zu der Pflanze. Ich mache 3 Kreuzle, wenn wir hier nicht viele Gegnerbegegnungen haben. So. Dann legen wir hier Gabelung 1 um. Damit wir so zu Schalter 2 kommen. Und dann müssen wir es nochmal umlegen, dass wir wieder zurück zu der Mine Eingang von dem Dachschädel da kommen. So. Und hoch mit uns. Am Einhorn festhalten und dann geht's weiter. So, jetzt zappelt sie nämlich da hier, weil Dusche will die nicht. Jetzt kommen wir da raus. Bam, bam, bada, bam, 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 bam. So, da oben haben wir aber noch eine Kiste, die wir optional abstaven können. Und das machen wir natürlich. Äther ist drin, sehr schön. Können wir später irgendwann mal vielleicht wieder, wenn wir in der Bredouille stecken, für 1000 Gil verkaufen. Lohnt sich definitiv immer in Final Fantasy. Egal in welchem Deal. Äther ist normalerweise echt immer... Okay. Äther ist normalerweise echt immer viel wert und kann man ganz gut verticken. So, jetzt sind wir da, genau. Halte mal der Gaula. Ich hätte vielleicht mal ursprünglich da gucken sollen, was da dann optional ist. Ich Dummschädel, wollte ich sagen, ich Dummkopf. So, noch einmal. Gargantula for the win. Ich mache mich erst nochmal da umgucken, was da sonst noch war. So. Das war nicht so clever. Weil es soll ja tiefer ins Innere gehen, schon klar. Aber ich will natürlich erstmal gucken, was da noch an Sackgasse ist. Ach, in Sackgasse finden sich als tolle Sache. So, dann erstmal hier den Schalter wieder umlegen. Glücklicherweise sind hier gerade keine Zufallskämpfe, ohne Witz. Okay.
So, zack. Und joink, weil das ist immer viel Rumrennerei. Das sind aber auch ziemlich hässliche Pflanze, aber scheint auch zu schmecken. So. Scheint wohl auch wirklich nichts sich draus zu machen, dass wir jetzt gerade auf ihr reiten. Scheint sie wohl irgendwie auch gewöhnt zu sein, dass wohl ab und zu Leute aufspringen. Ich will gerne wissen, wie viele Parasite die hat. Ah, das seid ihr auch noch. Ihr kleinen Männer. Aber, nee, Moment, das machen wir gleich. Ich will erstmal gucken, was uns in der Sackgasse erwartet. So. Jank. Njam, njam, njam. Hüpf. Und so rum. Dann sind wir nämlich auf Route 2. Dort, wo es uns in die Sackgasse führt. So. Mhm. Dum, 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 dum. Ich finde die Gargantula-Musik irgendwie beruhigend, muss ich sagen. Ein Elfenohrring. Sicht, der wäre uns flöte gegangen. Das ist ein Accessoire für Zauberer, glaube ich. Vielleicht kann Vivi do was Schönes lernen. Ja, Level Up und Thermometer. Regina, noch. Sehr geil. Das ist dann wieder was für Garnet. Dann können wir uns nämlich regenerieren. Das ist ziemlich geil als Zauber, als Weißmagie-Zauber. So, Meister Vivi. Thermometer schützt vor Hitze und Feuer. Ability Up ist dringend notwendig. Level Up auf jeden Fall 8. Insomnia schützt vor Schlaf. Urschrei schützt vor Stumm. Felsenfest war jetzt auch nicht so wichtig. Haut den Lukas. Braucht eigentlich, glaube ich, jetzt auch nicht so großartig. Aber Urschrei wäre auf jeden Fall hilfreich. Das schützt vor Stumm. So ein Götterspeise. Könnte man auch noch, das schützt vor Stein. Man kann es als echt ganz gut gebrauchen. Man weiß ja nie, was für Gegner da jetzt noch kommen. So. Okay, sehr schön. Dann hat Vivi auf jeden Fall wieder was Schönes zum Lernen. Dann pflücken wir nochmal das Blümchen. Und dann bereite ich noch alles vor in der Episode, dass die nächste Episode nicht gleich beginnen muss mit wir bereiten erst nochmal die Wege vor. Das habe ich in der Episode verbockt und das richtig auch in der Episode. Also, wie gesagt, sorry, ihr liebe Leute. Dafür soll euch euer nächste Zeit von der nächsten, also soll die Sendezeit von der nächsten Episode nicht drunter leiden, dass ich hier Mist gebaut habe. So. Sie ist also wieder zurück. Also noch gibt es hier anscheinend keine Zufallskämpfer. Das finde ich eigentlich ganz gut so. So, zupf. Und jupf. Schmaust die einen. Dann geht's wieder hoch. Schalter umlecke dann wieder. Und einmal hier und nochmal hier. Hat sich ja relativ bald erledigt. Also wir haben so auf jeden Fall einige Route und Wege, die wir gehen können. Und in solcher Sackgasse finden sich manchmal auch wirklich sehr praktische Dinger. Deswegen bin ich ja nochmal extra den Weg ohne Gange, bevor ich jetzt den Schalter in die Richtung gedrückt habe. Einfach damit wir auch so nochmal die optionale Sache mitkriegen, weil dieser Elfenohrring ist schon saumäßig nützlich. Klar kriegen wir auch später nochmal den Zauber Regina. Aber wenn wir in dem optionalen Bereich vorher schon das Zeug finden, haben wir halt einen gewissen Vorteil gegenüber dann, wenn wir die Standardausrüstung dafür kriegen, womit man das lernen kann. Also, ne? Einfach schlau mitgedacht. So. Jetzt ist Route 2 richtig. Und, oh, tatsächlich gibt es hier Zufallskämpfe. Habe ich echt nicht gedacht. Es sah verdächtig nur aus, als hätten wir hier Kenny. Alter, was ist denn das? Krabbelfresse, Kotz, Alter. Maulscheller. Ja, das macht stumm. Ja, das ist doch praktisch, dass Vivi Urschrei gelernt hat. Ja, die scheinen sich wohl auch nicht so leicht unerkriegen zu lassen, die Biester. Aber eins kann ich auf jeden Fall sagen, die sind grottenhässlich, die Scheißviecher. So. Gut, Enz ist tot. Uns hält sich noch die eklige Finger vor die Aare. Alter, sind die eklig und ranzig, die Viecher. Okay, wir lassen erstmal sie dann drauf knüppeln. Und dann probieren wir das Vieh mal zu fressen. Es sieht nicht besonders appetitlich aus, aber Quina ist ja so ein richtiger Schwein, der stopft sich alles rein.
Ach, wenn es auch zäh hat. So, zur Not kann er mal Vivi drauf knüppeln. Gucken wir mal, ob man es jetzt schon fressen kann. Muss schmecker wäre. Aller Hopf, dann klaust du noch davor. Und dann probieren wir es jetzt nochmal zu fressen. Ey. Gut, verfehlt. Vivi ist doch relativ agil. Ja, der Stein hat es geklaut. Du heilst. Und? Kriegt dann? Gute Nacht gelernt. Sehr cool. Wieder Blaumagie-Technik. So wird's gemacht. Ausgezeichnet. Reflex, Urschrei, Levitas. Okay. Gucken wir gleich mal. Reflex. Moment, irgendwas anderes oder die hat eher gelernt. Urschrei, okay. Feuer haben wir aber nach wie vor. Das ist dann nicht weiter schlimm. Reflex und Levitas, das heißt, du kannst von Sterneroute auf Multistab wechseln. Perfekt. Ability ab, Reflex, Levitas. Sehr schön. Dann kriegst du den besten Stab derzeit, der beste Waffe. Und ansonsten sieht es stabil aus. Okay. Sehr schön, dann raus hier aus dem Gebiet. Also sorry, wenn ich jetzt hier an der Stelle wieder etwas überzogen habe. Aber ich wollte den Fehler von mir einfach jetzt auch nochmal korrigieren. So. Wie gesagt, dafür muss die Sendezeit von der nächsten Episode nicht leider. Ihr hättet es natürlich auch locker vorspulen können an der Stelle. Ich weiß, das sagt sich jetzt so einfach. Aber ihr hättet selbstverständlich auch einfach wieder vorspulen können. Es ist ja wirklich nur, wir machen den Weg frei. Was anderes machen wir ja hier nicht. So. Und jank. Ich hätte natürlich erst sagen können, ich mache hier einen Cut und wir sehen uns dann wieder direkt. Aber das finde ich immer so blöd, gerade bei Final Fantasy, wenn Zufallskämpfe dann tatsächlich kommen, kann halt echt immer noch irgendwas passieren. Deswegen cutte ich auch gerne und sage dann, oh ja, ihr habt jetzt verpasst, dass das und jenes passiert ist. Wir sind ja hier, um die Reise gemeinsam anzutreten und das alles zu gehen und nicht, dass einer mal einfach ein bisschen was vorschneit. So, da können wir uns jetzt auch noch die Zeit nehmen. Boah, in Clara wäre ich beinahe abgenippelt. Da war erst einmal eine Woche Mullbinde und Bettruhe angesagt. Aber sobald ich wieder fit war, hatte ich schon wieder meinen Reiserucksack gepackt. Das Wandern ist das Mogris Lust, das Wandern ist... Oh Gott. Huch, jetzt habe ich Phoenix-Downer, Allheilmittel und Äther gekauft, bei 555 wahrscheinlich. Mit dem Geld kann ich wieder ein bisschen auf Reise gehen. Danke, Herr Dabschädel. Okay. Morgnet erst einmal. Ja, nix. Ein Brief von Kupo, sag mal, wer ist Kupo eigentlich? Kupo, lass uns mal einen Brief lesen, Kupo. Ich langweil mich so, Kupo, deswegen habe ich mich jetzt irgendwo versteckt, Kupo. Glaubst du, du kannst mich in der Höhle finden? Denn der Tipp sucht mich in der Wand. Was für ein sorgloser Mokri, Kupo, wo ich mich doch gerade noch mal so aus Lindblumen retten kann, Kupo. Okay, einen Shop haben wir auch noch. Ja, Phönixfeder sollten wir auf jeden Fall wieder einkaufen. Soweit sieht alles aber eigentlich auch in Ordnung aus. Gut, dann machen wir noch ein Zelt. Und ich speichere hier nochmal. Und die Sache, hier mache ich jetzt aber wirklich meinen Cut noch der Überlänge-Episode. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig, wo es dann tiefer in die Minerei geht. Sorry nochmal für die Überlänge. Ich hoffe, es war nicht so schlimm für euch. Wir sehen uns morgen wieder, dann geht's weiter in die Höhle. Wir sehen uns dann wieder, wenn ihr Bock habt. Ayan Yankee.